So, ich bin mal gespannt, was heute auf dem Programm steht. Ah, schau, da kommt schon eine Drohne. Was heisst da? Bitte folgt mir. Okay. Dann machen wir das. Ja. Klingt schon so ein bisschen mysteriös, oder? Ist das echt der Büssi, der da fliegt? Also, als die Drohne kam, habe ich gedacht, wir wollen fliegen. Ja, fix. Ich habe nicht gewusst, so schnell wie möglich oder irgendetwas Geschicklichkeit. Ja, Aber nachher, es ist mit uns zwei, also wahrscheinlich. wahrscheinlich ein Wettkampf. Wer schneller ist. Wahrscheinlich, wer am Schluss schneller ist, ja. Fliegt sie echt ein bisschen? Oh! Hä? Fliegst jetzt die wirklich du bist? Ja, selbstverständlich. Herzlich willkommen. Hoi, Sali. Nina. Ihr habt ja noch die Zeit erlebt, wo man euch nicht nachgeflogen ist mit denen beim Skifahren, gell? Ja. Ja, So aber ist erst aufgekommen, ja. Drohnen, ganz wichtig geworden im Skisport, vor allem für die Übertragungen. Heute sind so spektakuläre Drohnenaufnahmen bei Skirennen fast nicht mehr wegzudenken. Und ihr ahnt es schon, es gibt auch für euch eine Challenge mit denen. Genau. Das ist der Parcours, wo Tina und der Marc gegeneinander abfliegen müssen. Und zwar wie bei den Skirennen mit FPV-Technik, so wie das auch unsere Profis da machen. Bei dieser Technik trägt man eine Brille und mit der ist es, als würde man im Cockpit von einer Drohne sitzen. Wer den Parcours schneller abfliegt, gewinnt die Challenge. So einfach ist es. Alles klar für euch? Ich glaube, Hand im Sack. Mal schauen. Aber was machst eigentlich du, Büssi? Was ist deine Rolle? Ach ja, das hätte ich noch fast vergessen. Der Büssi ist Teil des Hindernisparcours. Durch diesen Ring, den er über seinem Kopf hat, sollte dir auch noch durchfliegen. Zuerst gibt es aber noch ein paar Instruktionen von den Profis und ihr dürfen es natürlich auch noch. Es ist gar nicht so einfach, das merkt euch der Büssi heute in seiner Glanzrolle als Hindernis. Bist du nervös? Ich bin immer nervös, egal was ich gegen den Marc Berto mache. Es hat immer noch irgendein Ass im Ärmel und beschießt irgendwie. Und ich bin gespannt, was es heute ist. Scheiss. Hey, mach's gut, Berto. Ja, du auch. Das ist der Parcours, wo ihr mit ihren Drohnen abfliegen müsst. Wer zuerst zurück auf dem Landeplatz ist, gewinnt die Challenge. Ui, was für ein Blitzstart von Marc Berto. Er zieht davon und kommt bereits zum ersten Hindernis. Also, wir haben dann losgelegt. Und dann habe ich einfach gedacht, Ich fahre es so gibt rein. null Chance, dass du es ohne Crash schaffst. Aber ich fliege langsam. Du siehst ja nie, wo der andere ist. Das finde ich noch schwierig in der Brille. Du bist so rein auf deinem Ding. Du hörst nur irgendwie Ja. zwei Motoren. Und solange es noch läuft, kannst du immer noch entspannt sein. Der Marc kommt jetzt zum Büssi. Also beim Bus war sicher die schwierigste Passage. Weil bis dorthin hast du die Höhe eingestellt lassen. Und dann musst du anfangen zu spielen mit dem. Und das war noch schwierig, um auf das Mal taucht und so sein Gesicht auf. Oder? Ja. Da denkst du, jetzt schon? Nein, ein bisschen muss ich noch. Ich glaube, er hätte so gerne geholfen. Ne? Nein, Ein bisschen. Ja. Bin ich nicht undankbar gewesen. Jetzt ist Tina beim Büssi und der Marc fliegt bereits Richtung Ziel. Der Büssi hilft euch bei der Tina ein bisschen nach. Das letzte Tor habe ich super gefunden, zum Fliegen. Weil du hast von hinten schon das Loch gesehen. Ja. Und dann hast du irgendwie, ich dachte, ja, den Hebel runter, dass du schnell bist, oder? Und dann einfach noch so ein bisschen probieren, halt das. Probieren, genau. Das ist die Landung von Marc. Bist du schon zurück? Ich denke, es kann jetzt nicht, der ist gecrashed. Weil es kann unmöglich sein, dass er jetzt schon im Ziel ist. Weil es war wirklich schnell gewesen und ohne Fehler. Hätte ich ihm nicht zugetraut. Aber auch Tina kommt langsam, aber sicher zum Ziel. Hi. Das ist ja wie im Skirennen auch, oder? Wenn du auf dem roten Stuhl sitzen und schauen, wie die anderen noch kämpfen. Ja. Ist entspannt. Das ist sehr entspannt. Jetzt hätte ich eine Challenge für euch. Versucht mal da drauf zu klicken, dann seht ihr nämlich noch mal ein weiteres lustiges Video. Und wenn ihr gar nie mehr eins verpassen wollt, da unten hat es einen Knopf, der heisst Abonnieren. Auf den würde ich klicken und wenn ihr die Glocke auch noch drückt, verpasst ihr garantiert nie mehr etwas.